nur Karl-Heinz Wenger von der Badower, der kann das gar nicht ab, wenn schon was einer lernt. Denn auch seine Arbeit ist den ganzen Tag stur. Wenn er mit dem Vorschlag kommt, haut in eine Tour. Und kommt er von der Frühschicht, noch Hilde im Café, er haut sich vor in Nickerchen, und sie kann am Fee, doch die wohl verdiente Ruhe, die Tour hat gar nicht lang. In Oberstaub und Omen, wo fängt er wieder an? Herr Kommerzsinger, ich ertrage das nicht länger. Och, ihr schreckt das Tenor. Holt mir Löcher in die Ohren. Herr Kommerzsinger, holen Sie die Kehle enger. Och, ist das der Gesang? Der macht mich noch ganz krank. Der macht mich noch ganz krank. Karl-Heinz ist schon was gewöhnt. So ist das ja nun nicht. Und wer so viel genauer was hat, der kennt das sicherlich. Von rechts eine Bohrmaschine, von links in Ehekraft und 100 Mal in Stereo, von unten ganzen Tag. Doch nur noch diese Künstler. Nee, das ist zu viel. Der Kreuzschau vom ganzen Tag. Bloß um ihn zu quälen. Er singt der Otto. Und dann noch Platzpatrone. Das ist doch wie eine Knöpfe. Das stört ihn nicht die Bohne. Och nee. Du fängst mir an. Herr Kommerzsinger. Ich ertrage das nicht länger. Och, ihr steckt in der Tenor. Hol mir Löcher in die Ohren. Herr Kommerzsinger. Rauchen Sie die Kehle enger. Och, ihr steckt in der Gesang. Der macht mich noch ganz krank. Der macht mich noch ganz krank. Die Kunst ist eine Waffe, die keine Warnung kennt. Und wenn sie tönt, dann ist verbietert, was man Ruhe nennt. Denn so ein Kammersänger, der kämpft um jeden Ton. Bloß Karl-Heinz kämpft um die Planerfüllung in der Produktion. Du wohnt nicht lange fackeln, er ist ein Mann der Tat. Und hat auch schon nach kurzer Zeit gegen Konkurrenz. Er kauft sich ein Verstärker und ein Mikrofon und singt uns das den ganzen Tag mit 100 Telefon. Herr Karl-Heinz Wenger, stellen Sie Ihre Kehle enger. Ihr Gesang, das ist ein Graus. Reißt mir die Schuhe aus.